Darf euch einen kleinen Ausblick geben, auf was uns so erwartet in der nächsten Zeit, in den kommenden Wochen und Monaten. Wir steigen jetzt gerade in eine ganz neue Predigtserie, wenn es rund läuft. Wenn es rund läuft, ist ein Thema, wo es um Beziehungen wird gehen für uns als Gemeinde. Eigentlich hätte man es vielleicht auch müssen, oder wenn es eben mal nicht so rund läuft, gell? Weil Beziehungen sind immer wieder challenging, anstrengend, herausfordernd, aber gleich auch mega, mega essentiell. Ich darf heute starten da im modernen Gottesdienst mit dem Fokus für uns als Kirche nach innen gerichtet. Also wie können wir als Gemeinschaft miteinander Beziehung leben? Nächste Woche haben wir etwas mega Spezielles vorbereitet. Ich freue mich schon ganz fest auf den Gottesdienst. Dort darf ich ein Interview machen mit dem Ashkan Ghafouri. Er kommt aus Afghanistan und ist Teil wurde von dieser Family als internationaler Afghan, genau. Wie er einfach auch auf seiner Reise in die Schweiz, auf der Flucht Jesus kennengelernt hat. Und wie schön, dass es doch ist, dass wir nicht nur da Gemeinschaft haben, sondern dass wir Teil sind von einer internationalen, globalen Familie. Beziehung beschränkt sich nicht nur da aufs Lokale, sondern es ist tatsächlich eine internationale Gemeinschaft. Es ist eine Erfüllung von einem uralten Versprechen. Es ist der Moment, wo Gott am Abraham versprochen hat, ich segne dich und alle deine Nachkommen. Alle Nationen sollen gesegnet werden in dem, was ich durch dich und deine Familie werde tun. Wir sind das Resultat von dem, eine internationale Gemeinschaft, wo alle in der gleichen Hoffnung auf Jesus Christus unterwegs sind. Um das wird es gehen nächste Woche. Dann, was euch nachher wird erwarten nach der Serie, wenn es rund läuft, ist, wir werden weitergehen mit unseren Schritten. Brich auf haben wir relativ intensiv angeschaut letztes Jahr. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und zwar werden wir mehr ums Lex Up reden. Es wird sicher eine ganz herausfordernde Predigtserie werden, die wir geplant haben. Wir haben viel vor mit uns. Wir wollen nämlich wirklich sehen, wie Menschen frei werden dürfen. Zwar von Sachen, wo wir eben unfrei sind davon. Wir werden spezifisch über Themen reden wie Depressionen, mentale Challenges, wo Menschen einfach gefangen sind in Depressionen, wie man frei werden von dem. Wir haben Leute extra angefragt, die Experten sind zum Reden zu diesem Thema. Wir haben auch jemanden angefragt, der kommt und redet über Pornografiesucht. Wie man kann aus einer Pornografiesucht daraus frei werden. Das sind Themen, die wir mit euch werden anschauen. Ich freue mich auf die Predigtserie und ich glaube, Gott wird ganz besonders in dieser Zeit Menschen frei machen. Freut ihr euch auf das? Come on. Genau. Das wird uns erwarten in dieser nächsten Zeit. Ich glaube, es wird eine spannende, herausfordernde Zeit. Hey, wir steigen jetzt ein, heute Morgen mit dem Thema, wenn es rund läuft, Beziehungen im Kreuzpunkt. Als ich mich vorbereitet habe auf das Thema, habe ich mich gefragt, okay, was ist die Relevanz von dem Thema in der heutigen Zeit? Oder wieso ist das überhaupt wichtig, dass man über Beziehungen reden muss? Wer interessiert es heute? Oder wo genau redet die Bibel zu dem Thema, zu Fragen, die wir tatsächlich haben heutzutage? Und es ist nicht so mega lang gegangen und ich habe eine extreme Relevanz gefunden zu dem Thema. Was ist nämlich das Gegenteil von Beziehung? Einsamkeit, genau. Einsamkeit ist das Gegenteil von Beziehung. Und wenn wir ein bisschen schauen, wie präsent das Einsamkeit in unserer Kultur, in unserer Zeit ist, erschrickt man sehr, sehr fest. Ganz besonders, wenn es dir so geht wie mir, wo eigentlich Einsamkeit noch gar nicht so mega erlebt hat. Ich habe ein Privileg und mir ist das Privileg sehr bewusst geworden, als ich mich mit Einsamkeit in der Schweiz auseinandergesetzt habe. Ich bin noch gar nie einsam gewesen. Das kenne ich nicht. Ich bin geboren in einer Familie mit 6 Leuten. Also ich habe 3 Schwestern. Von dem her gar nicht einsam aufgewachsen. Ich durfte immer schon Teil sein von dieser Familie hier im Kreuzpunkt. Ich hatte Freunde. Ich bin nicht einsam gewesen, jemals in meinem Leben. Und gleich ist Einsamkeit ein mega prominentes Thema in unserer Gesellschaft.
Gemäss neuesten Umfragen haben 1/3 von allen Schweizern gesagt, dass sie sich einsam fühlen. Dass sie einsam sind. Das wird noch extremer, wenn man fragt, wie es bei Jugendlichen oder bei Senioren aussieht. Das sind die 2 Altersgruppen, die ganz besonders betroffen sind von Einsamkeit. Also die Hälfte von allen Jugendlichen hat in dieser Umfrage angegeben, dass sie einsam sind und dass sie häufig sich allein fühlen. Dass sie sich nach Gesellschaft, Gemeinschaft sehnen und dass die Sehnsucht nicht beantwortet wird in ihrem Leben drinnen. Das ist viel. Wir haben in der Schweiz 1,3 Millionen Single-Haushalte. Also 1,3 Millionen von allen Haushalten, die es gibt in der Schweiz, sind Einzelpersonen, die für sich alleine leben. An und für sich ist das ja noch nicht ein Problem, aber es ist häufig gleich ein Problem, weil die Menschen sind nicht freiwillig einsam, sondern sie sind unfreiwillig einsam. Und was die Studie dann weitergegangen ist, die hat probiert herauszufinden, okay, was sind die Folgen von Einsamkeit. Und dort wird es sehr schnell sehr erschreckend. Die Folgen von Einsamkeit sind häufig haben eine höhere Tragweite, als wenn man Kette raucht, zum Beispiel. Ich weiss, meine Frau ist nicht happy, wenn ich das jetzt sage, aber man könnte sagen, Einsamkeit verursacht oder ist etwa gleich schädlich wie 15 Zigaretten am Tag. Ich weiss, das kann man so irgendwie nicht miteinander vergleichen. Das sind 2 verschiedene Sachen. Vor allem die es nicht wissen, meine Frau ist Biologin und sie ist immer sehr, wenn es um Studien geht und so. Das war falsch, ich habe es falsch gesagt. Sie ist sehr wahrheitsliebend. Und sie tritt vehement für die Wahrheit ein. Genau. Darum eigentlich kann man die Aussage wie nicht machen. Aber ja, Einsamkeit hat direkte Folgen auf unsere psychische Gesundheit und auf unsere physische Gesundheit. Einsamkeit verursacht auch wirtschaftlich gesehen extreme Schäden. Menschen, die aufgrund von Einsamkeit nicht mehr arbeitsfähig sind, das ist ein Ausfall, wo Menschen nicht mehr können, Teil sein und teilhaben am wirtschaftlichen Ereignis und Geschehen bei uns in der Schweiz. Es ist sogar so weit gegangen, dass das Problem international anerkannt wird. Es gibt in Großbritannien haben sie seit neuestem ein Ministerium eröffnet gegen Einsamkeit. Also in London gibt es den Minister of Loneliness. Das ist auch ein guter Titel zum haben. Ich bin der Minister von der Einsamkeit. Ich nehme mal an, Sie haben eine bessere Beschreibung für den Titel. Hoffe ich ganz fest, dass Sie den Minister nicht so benennen. Aber es gibt ein Ministerium, das sich mit der Pandemie, und so benennen Sie das, Pandemie von der Einsamkeit beschäftigt und sich dem Thema auf höchster Ebene annehmen. Weil sie die Folgen sehen, und das Leiden wahrgenommen haben von so vielen einsamen Menschen. Ich finde das schon noch krass. Es gibt Hauptgründe, wieso das Menschen einsam sind. Der allererste Grund, wieso das Menschen einsam sind, ist unsere hochindividualisierte Gesellschaft. Das ist eine Folge oder das ist Ursache Nummer 1. Jeder Mensch ist als Individuum für sich alleine zuerst mal wahrgenommen und unterwegs. Der zweite Grund, der genannt wird, ist hochtechnologisierte Gesellschaft. Ganz viel läuft heutzutage im Internet ab oder Internet als Treiber von der Einsamkeit. Und der dritte Grund, der genannt wird, ist unsere Wirtschaft, wie sie heutzutage halt funktioniert und läuft. Das sind so die Hauptfaktoren, wieso dass Menschen einsam sind. Und ich finde es faszinierend, wenn man das so hört und sieht, wie relevant das die Bibel und Jesus heutzutage ist. Ist es nicht faszinierend, wie pragmatisch und wie direkt die Bibel und Jesus zu Problemen Antworten gibt, die wir heutzutage
haben. Man könnte ja meinen, okay, das ist uralt, oder? Das ist ja vor 2000 Jahren geschrieben. Wie soll das heute noch jegliche Relevanz haben, oder? Das ist eine ganz andere Zeit gewesen und doch ist die Bibel die Antwort auf so viele der Probleme, die wir heute haben. Und ich glaube, kein Problem als Einsamkeit ist die Bibel eine direktere Antwort darauf, wie so manche andere. Ja, die Bibel ist, und Jesus sagt, hey, ich sehe dich als Individuum. Die Bibel sieht den Mensch, oder Jesus sieht dich als Einzelperson. Das stimmt. Und wir tun das auch mega gerne betonen in den Predigten, oder? Das ist mega cool und das passt auch in die heutige Zeit und Menschen verstehen das und fühlen sich angesprochen, wenn ich sage, Jesus liebt dich. Das ist cool zum Hören, das stimmt, das ist wahr, das ist nicht gelogen. Jesus liebt dich, er sieht dich als Individuum, er nimmt dich als Einzelperson wahr. Es geht sogar so weit, dass die Bibel sagt, hey, jedes Haar auf deinem Kopf ist zählt. So individuell sieht dich Gott. Und gleich ist es noch viel mehr oder noch viel klarer ein sozialer Glaube, den wir haben. Gott sieht nicht nur das Individuum, sondern er will das Individuum auch in die Gemeinschaft hineinbringen. In fact, könnte man sogar sagen, dass Glauben ohne Gemeinschaft gar nicht möglich ist. Es ist sogar so, dass eigentlich kannst du Jesus und seine Gebote gar nicht befolgen, wenn du keine Gemeinschaft hast. Es ist unglaublich sozial, was in der Bibel gelehrt wird über Gebote von Gott. Jesus nachfolgen ist fast unmöglich. Als Individuum nur allein. Ich will noch darauf eingehen, wieso das so ist und wo wir das sehen in der Bibel. Wir werden noch ein paar Bibelstellen schauen dazu, die eigentlich schockierend sind in der Aussage. Aber die Bibel ist einerseits mega individuell, es spricht das Individuum an, du bist gesehen von Gott, aber gleichzeitig ist es auch eine mega kollektive Betrachtungsweise. Die Bibel ist, unser Glaube ist in der Essenz ein soziales Commitment. Also ich möchte mit euch heute Morgen über Beziehungen nachdenken und über 3 Grundhaltungen, die wir alle brauchen, wenn es um Beziehungen geht. 3 Prinzipien, 3 relativ simple Grundhaltungen, die wir alle dienen sollten, nachdem wir akzeptiert und anerkannt haben, okay, Beziehungen sind wichtig. Was sind unsere, also jetzt rede ich zu dir und mir, so uns ganz persönlich, was sollten wir für Grundhaltungen einnehmen, wenn es um Beziehungen geht? 3 relativ simple Punkte. Sind ihr bereit für die Punkte? Alright, dann lass uns einsteigen mit dem ersten Punkt. Und dort wollen wir gerade unsere erste Bibelstelle anschauen. Wir gehen zum Galater 6, Vers 2. Galater 6, Vers 2. Der erste Punkt ist, bist verletzlich. Bist verletzlich. Der Bibeltext dazu aus Galater 6, 2 bis 5. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Jetzt kannst du vielleicht die Frage stellen, okay, wenn du gut bist im Deutsch und Textverständnis im Griff hast, dann merkst du, was hat das genau mit Verletzlichkeit zu tun? Was genau sagt die Bibelstelle über Verletzlichkeit aus? Da steht ja eigentlich in der Essenz, hey, wenn jemand eine Last hat, dann soll ich dieser Person helfen, die Last zu tragen, oder? Und wir alle würden sagen, jawohl, klar, mache ich, oder? Hey, ich möchte gerne hilfsbereit sein, ich würde gerne für meinen Nächsten da sein, etc., etc. Haben wir alle verstanden und würden wir eigentlich alle auch mega gerne ausleben, oder? Ich glaube, in so einer Kultur und in so einer Gesellschaft sind wir unterwegs, wo man eigentlich sich noch um den Nächsten kümmert und wo man gerne bereit ist, zum Lasten von jemand anderem zu tragen. Ich glaube, das ist nicht unsere Challenge. Heutzutage, wenn ich euch so anschaue, würde ich sagen, nein, das ist nicht das Problem. Ganz, ganz viele von euch, weiss ich und kenne ich, sind bereit, zum Lasten mitzutragen. Das Problem, das wir haben, wenn es um den ersten Punkt geht, ist, dass wir so nicht bereit sind, unsere Lasten zu bekennen. Es fällt uns
so mega schwer, überhaupt jemals zuzugeben, da gibt es eine Last in meinem Leben. Da ist was, wo ich Hilfe brauche. Ich glaube, das ist viel die größere Challenge für uns heutzutage, um zuzugeben, hey, ich brauche jemanden, der an meine Seite kommt und mir hilft, Lasten zu tragen. Wir sind mega bereit, um andere Lasten zu tragen, aber sind wir auch bereit, um zuzugeben, dass wir Hilfe brauchen und dass wir angewiesen sind auf jemand anderes, der uns hilft, Lasten zu tragen. Interessanterweise in dieser Studie zur Einsamkeit ist, und das ist schon fast ein bisschen perfid, dass Menschen, die einsam sind, fühlen sich häufig allein mit ihrem Problem. Ist noch interessant, gell? Einsame Menschen fühlen sich allein mit dem Problem und sie haben das Gefühl, niemand anders hat das Problem außer ich. Und dementsprechend kommt ganz viel Scham in das Thema drin, es ist tabuisiert und niemand sagt je, hey, ich brauche im Fall Hilfe in diesem Bereich. Da gibt es etwas, wo ich mega gerne hätte, dass jemand an meine Seite kommt und mir hilft, die Last zu tragen. Die erste Grundhaltung, die ich glaube, ist mega essentiell und das ist das, was mir Gott heute mega aufs Herz gelegt hat, ist euch zu erinnern, zu ermahnen, hey, wenn du Lasten hast, dann sag das auch. Dann sag, ich brauche Hilfe. Da gibt es etwas in meinem Leben. Hey, Vers 5. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Du bist nicht allein mit der Last. Jeder von uns kennt das. Jeder von uns hat Lasten, die er zu tragen hat. Und es ist so mega befreiend und so mega wichtig und gut, dass wir die Lasten auch benennen. Dass wir Menschen, die um uns herum sind, um Hilfe bitten. Und es ist häufig das Gegenteil von Schwachheit, wenn man seine Verletzlichkeit offenbaren. Menschen, die das können Hilfe in Anspruch nehmen und helfen anderen Menschen, nach dem Gebot Jesus zu leben. Wie wenn wir Lasten tragen, wenn nie jemand sagt, hey, da gibt es etwas, das man tragen kann. Du machst die anderen eigentlich, du entmündigst sie und hilfst ihnen nicht, dass sie gemäss dem Gebot von Jesus leben können. Du kannst es mal so betrachten. Es ist eigentlich ein Privileg, wenn du anderen von deinen Lasten erzählst, weil nur dann können sie überhaupt auch das Gebot erfüllen. Ich habe das diese Woche gerade erlebt. Ganz persönlich in meinem Leben. Wir haben jeden Donnerstag als Angestellte vom Kreuzpunkt haben wir ein Treffen, wo wir uns als Angestellte treffen. Und ich durfte dort einfach erzählen, wie es mir im Moment geht. Und ich konnte dort sagen, hey, mir geht es im Moment nicht gut. Ich bin emotional nicht mega gut geeicht. Das ist so im Moment, das ist Fakt. Es geht mir im Moment emotional nicht gut. Ich kann es nicht einmal genau sagen, warum oder woher es kommt, weil eigentlich stimmen ganz viele Sachen in meinem Leben ja eigentlich sehr gut. Meine Familie ist gesund, meine Beziehungen sind intakt, der Kreuzpunkt ist eine geniale Arbeitsstelle, es ist viel Stress, ja, aber ich merke, irgendwie geht es mir einfach emotional nicht gut. Es gibt Sachen, die stressen mich viel mehr, als sie eigentlich sollten. Und ich habe plötzlich angefangen, Angst zu bekommen, als ich am Abend wieder nicht mehr gut einschlafen konnte. Das hat so ein Flashback gegeben aus vergangenen Zeiten. Und das sind nicht Zeiten, wo ich mich mega gerne daran erinnere. Und ich habe irgendwie gemerkt, hey, da ist etwas, da ist eine Last in meinem Leben. Und ich sage euch, es war so befreiend, ich konnte am Donnerstag einfach im Angestellten-Team das sagen, hey Leute, da gibt es etwas in meinem Leben, das ist nicht gut. Ich bin emotional im Moment einfach nicht. Ich kann es nicht so mega genau benennen, aber ich bin häufig traurig und es stimmt etwas nicht. Und schon nur, dass ich das auch sagen konnte und dass die anderen bereit waren, um mit mir zusammen zu beten, hat mir so viel geholfen und hat mir so gut getan. Ich habe mich entschieden, das heute Morgen so zu sagen, nicht weil ich jetzt alles euch ein Mitleid will, weil ich jetzt 100 Gesundheitstipps hören von euch. Ich brauche keine Diagnose von euch. Ich brauche auch nicht 100 ermutigende SMS oder was auch immer. Aber was ich brauche, ist erstens, das zu teilen. Das macht schon ganz viel von dieser Last viel ertragbarer. Zu wissen, hey, da gibt es Menschen, die wissen das, wie es mir geht, jetzt gerade. Das können öffentlich so sagen vor Menschen und sich dabei nicht mega schwach zu fühlen oder mega unwürdig oder so. Einfach das Tabu auch brechen und sagen, hey, mir geht es emotional im Moment nicht gut.
Und was mir vor allem geholfen hat und was ich dort an diesem Donnerstag gemerkt habe, ist, wie wohltuend und wie genial das es ist, wenn andere Menschen für mich beten. Einfach das Wissen, da gibt es Menschen, die nehmen Anteil und die beten für mich. Das war alles, was ich gebraucht habe in diesem Moment. Und das hat die ganze Last schon so viel erträglicher gemacht. Also hey, erstens, wenn wir gute Beziehungen leben miteinander, dann braucht es, dass wir alle miteinander ein Spürchen verletzlicher sind. Dass wir andere Menschen an uns daran anlassen. Dass wir auch etwas offenbaren, von was in uns drinnen los ist. Dass wir nicht nur immer happy-clappy unterwegs sind, sondern dass wir auch dann dürfen, wenn es nicht gut ist, das mal so können sagen. Es ist nicht das Ziel, quasi, okay, ich mache jetzt meine Last zu jedem anderen seiner Last. Nein, das ist im Vers 5 auch klar. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Das ist immer noch bei dir. Es ist nicht so, als würdest du jetzt die Verantwortung von deinem Problem auf andere abwälzen, gell? Und jetzt können andere schauen und andere tragen. Jihi, ich kann es nicht mehr. Nein, du behaltest es. Aber es kommen andere Menschen an deine Seite und helfen dir in diesem Prozess und sind mit dir unterwegs. Und das allein ist so viel wert. Also hey, wenn wir miteinander im Kreuzpunkt unterwegs sind, wenn wir gesunde Beziehungen leben wollen, dann braucht es, dass wir alle ein bisschen mehr verletzlich sind. Okay? Wir kommen zum zweiten Punkt. Sei verfügbar. Sei verletzlich, sei verfügbar. Beziehungen können nämlich auch etwas kosten. Beziehungen sind nicht nur immer easy, sind nicht immer energiefrei, sondern Beziehungen können auch etwas kosten. Und ich möchte im 1. Johannes 4, Vers 21 einsteigen. Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Also es ist ein Gebot, dass wir verfügbar sein für unsere Geschwister, dass wir da sein und ready sein für andere Menschen. Oder noch krasser im Galater 5, Vers 13 bis 14. Den habe ich sehr gern. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Amen. Ich liebe Freiheit. Ich bin ein mega Freiheitsmensch. Ich liebe das, wenn ich darf und kann frei sein. Aber doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Autsch. Hey, wie frei ist deine Agenda? Oder wie viel geht es in deiner Agenda um deine persönliche Freiheit? Oder bist du verfügbar für Menschen in deinem Umfeld? Oder ist es eigentlich ein Ausdruck von deiner selbstsüchtigen Selbstliebe, wo du so gerne einfach Zeit für dich allein und ja niemand anders hast? Oder gibt es da auch Möglichkeit für Menschen, reinzukommen? Schaffst du Raum für Beziehungen? Sei verfügbar. Und der dritte Punkt ist, sei verbunden. Bist ready, um dich zu binden. Und jetzt wird es mega, mega spannend. Das ist der Vers, den ich in meiner ganzen Vorbereitung eigentlich am spannendsten gefunden habe. Das ist 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7. Und dort steht Folgendes: Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Okay, was da steht, ist in der Essenz Folgendes: Wenn du im Licht lebst, im Kontrast zur Dunkelheit, sprich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du dich von Gott lässt verändern, wenn dein Leben Licht zum Ausdruck bringt, dann hat das eine Konsequenz. Oder es hat ganz einen logischen Schritt und das ist Folgendes: Dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Leben im Licht, Leben mit Jesus, Leben für Gott bedeutet automatisch Gemeinschaft mit anderen Menschen. Du kannst nicht Solo-Christ sein. Du kannst nicht alleine im Licht für dich selber ohne Gemeinschaft leben. Du brauchst Verbundenheit. Es geht nicht ohne Beziehung mit Mitmenschen. Wieso, möchtest du jetzt vielleicht fragen, wieso braucht es denn das genau? Wieso muss ich Beziehung leben? Wieso kann ich nicht einfach Lobpreis für mich selber machen? Ich brauche keine links und rechts, um Gott die Ehre zu geben, oder? Im ersten Moment können wir das vielleicht so denken. Es gibt eine ganz klare Antwort. Und die möchte ich auch noch anschauen mit euch. Wieso dass Verbundenheit nötig ist, zum Gott loben und preisen.
Römer 13, Vers 8 bringt das ganz, ganz gut auf den Punkt. 13, Vers 8, dort lesen wir jetzt. Bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in diesem einen Wort zusammengefasst. Und das Wort ist weltberühmt. Und das Wort ist folgendes: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Das Gebot Gottes ist so unglaublich sozial, das gibt es fast nicht. Das kannst du fast nicht glauben. Gott möchte als allererstes, an allererster Stelle, dass wir unsere Mitmenschen lieben von ganzem Herzen. Und das hat eine Logik, das macht Sinn. Was sagt Gott, dass er von ganzem Herzen liebt? Was hat er lieb? Ja, die Menschen. Also was möchte er, dass wir, die sagen, wir lieben ihn, was will Gott, dass wir lieben? Ja, das, was ihm wichtig ist. Was sind das? Ja, die Menschen. Also darum ist jedes Gebot sogar, und das finde ich immer wieder faszinierend, oder? Das ist ja eigentlich eine Verkürzung, eine Verknappung von dem, was Jesus gesagt hat, oder? Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selber. Eigentlich kann man das sogar nochmal mehr zusammenfassen und der Paulus macht das verschiedenstlich. Das ist nicht die einzige Bibelstelle, wo er das macht. Er fasst, lieb Gott von ganzem Herzen ins zweite Gebot hinein. Weil es ist eigentlich, das zweite ist Ausdruck vom ersten. Lieb deinen Mitmensch wie dich selber. Wenn du deinen Nächsten liebst von ganzem Herzen, erfüllst du damit automatisch Schritt 1. Lieb Gott von ganzem Herzen. Das ist die Erfüllung vom ersten Teil, von dem wichtigsten Gebot. Liebe für deinen Nächsten, verbunden sein, connected sein, ist Ausdruck von unserer Liebe für Gott. Drum, nochmal aus 1. Johannes 1, Vers 7. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Also, das Gebot Gottes erfüllen ohne Nächstenliebe, das geht gar nicht. Das ist auch logisch, oder? Wenn wir uns überlegen, hey, wir möchten sein wie Jesus, was hat Jesus gemacht? Okay, er hat sich selber aufgegeben bis zum Tod für seinen Nächsten. Es ist eigentlich logisch, dass wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir das ernst meinen, dass wir dann uns selber auch werden aufgeben für unsere Nächsten, oder? Das heisst, wir werden connected sein und connected bleiben. Und wo das gelebt wird, wo Menschen tatsächlich so miteinander unterwegs sind, wo sie sich verletzlich zeigen, wo sie Menschen anlassen, an sich daran, wo sie verfügbar sind und wo sie sich entschieden haben, um sich zu verbinden. Dort gibt es ein Versprechen. Und das finden wir im Römer 12, Vers 5. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Dort, wo das gelebt wird, wo Beziehungen real gelebt werden, dort ist es, als wäre Jesus höchstpersönlich wieder da. Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt, ist auf die Erde gekommen, hat das Leben als Mensch gelebt, so wie es mir noch niemand vorher geschafft hat, nämlich sündfrei, perfekt. Nur um dann von Menschen umgebracht zu werden und die Strafe auf sich zu nehmen, die wir eigentlich verdient hätten. So unglaubliche selbstlose Liebe, wie die Welt überhaupt nicht gekannt hat und überhaupt überfordert war von dieser Liebe. Und verstanden ist er von den Toten am 3. Tag und ist zurückgegangen zum Vater. Und heute noch können wir die gewaltige Kraft von dieser Liebe erleben. Heute noch
ist es, als wäre Jesus persönlich wieder da. Weil er sagt, dort, wo Menschen zusammenkommen, dort, wo Christen sich treffen, dort, wo sie sich verletzlich geben, wo sie verfügbar sind, wo sie sich verbinden, dort ist es, als wäre mein Lieb wieder ganz neu zum Leben gekommen. Jeden Sonntag kannst du das erleben. Jesus in Action. Wenn wir uns hingeben in diese Beziehungen. Ich finde, das ist eine mega Kraft. So mega powerful, oder? Dass das heute noch erlebbar ist. Was vor 2000 Jahren auf dieser Welt gewandelt ist nicht vorbei gewesen, sondern ist heute noch erlebbar. So möchte ich dir 3 Fragen zum Schluss stellen von dieser Predigt. Erste Frage. Welche Last teilst du mit wem? Was ist deine Last, die du heute möchtest teilen mit jemandem? Wo lädst du jemanden ein, bewusst in dein Leben zum Mitkommen und Mittragen bei dir? Zweite Frage. Wie bist du verfügbar für Beziehungen? Geht es in deinem Leben um selbstsüchtige Wünsche? Ist deine Agenda gefüllt von meine Freiheit und mich? Oder hast du Platz und Raum, dass Beziehungen stattfinden können? Dritte Frage. Falls du noch nicht verbunden bist, möchtest du gerne? Weil im Kreuzpunkt schreiben wir unten auf die Säule und an Eingang «Welcome home». Und das ist etwas, was wir uns immer wieder zu Herzen nehmen und wo wir eigentlich von ganzem Herzen möchten leben, nicht nur sagen. Darum gibt es bei uns viele Kleingruppen, die können wir auch Connects nennen, gell? Wo Menschen sich verbinden können. Bist du bereit, zu sagen, mal, ich möchte gerne verbunden sein, ich möchte eine Verbundenheit leben, entweder in einer Dienstgruppe, in einer Kleingruppe, irgendwo, wo das Setting ein bisschen kleiner ist, wo du die Möglichkeit hast, zum verletzlich sein und verfügbar sein für andere. Hey, mit diesen 3 Fragen möchte ich dich jetzt in diese Woche schicken, im Wissen, dass wenn wir so Beziehungen leben, dann kann Jesus persönlich wieder da mitten unter uns erlebbar sein. Hey, ich möchte zum Schluss von dieser Predigt beten für euch. Und dann steigen wir gerade ein in eine Zeit der Anbetung und vom Lobpreis. Ja, Jesus Christus, wir sind so mega angewiesen auf dich. Wir brauchen dich in allem, was wir tun und sind und haben, Jesus. Wir sehen, dass du sagst, dass wir Liebe schuldig sind. Dass die Erfüllung vom Gebot sich in Liebe zu anderen zeigt. Ich bitte dich, dass du uns dort neu challengest. Gib du uns neue Stärke und Kraft, um uns auch verletzlich zu zeigen und Anteil haben mit anderen Menschen. Gib uns auch eine neue Bereitschaft zum ready sein und verfügbar sein für Menschen, die Beziehung brauchen. Du etwas gegen die Einsamkeit in unserer Gesellschaft, Jesus. Wir sehen und anerkennen, dass deine Kirche die beste Antwort ist auf das Problem, das man sich überhaupt ausdenken kann. Eine Gruppe von Menschen, die miteinander unterwegs sind, in einer hingebungsvollen Beziehung zueinander stehen. Ich bitte dich jetzt einfach, dass du das Elend von dieser Einsamkeit je länger, je mehr beenden, Jesus. Ganz besonders dort, wo wir Einfluss nehmen können, dort, wo der Kreuzpunkt Menschen berühren kann. Ja, ich möchte dich bitten, dass die Fragen mit uns mitgehen und uns auch in dieser Woche noch beschäftigen. Amen.